Aquafitness ist eine besonders gelenkschonende Sportart und hat auch sonst viel zu bieten. Wasser hat einen Lymphdrainage-Effekt, das heißt, es ist auch gut für Venenerkrankungen, Stauungsödeme, also eigentlich ein perfekter Sport. Reporter Vero Andersen powert sich so richtig aus. Beim klassischen Aquafitness, Jetzt hau ich endgültig ab. auf dem Aquabike und beim Aquaworkout mit Babys. Heute in Gesundheit. Trainieren gegen den Wasserwiderstand. Herzlich willkommen bei Gesundheit, wo es heute nass wird. Es geht nämlich um eine Sportart, die ist super gesund, hält fit und schont unsere Gelenke. Aquafitness. Und das mache ich heute zusammen mit Gesine, Claudia, Angelika und Monika. Jede hat so ihre Motivation fürs Sporteln im Wasser. Dass ich einfach fit bleibe. Ich habe einen Haufen Enkelkinder und für die will ich eigentlich noch länger fit bleiben. Ich habe 2 künstliche Hüftgelenke und im Wasser tue ich mir da natürlich wesentlich leichter. Aquafitness hat es sportlich ganz schön in sich. Viele unterschätzen das. Gesines Ehemann zum Beispiel. Gehst du wieder zum Planschen? Ja. Und dann durfte er einmal mitkommen und dann war Stille. Und dann wurde geschnauft. Los geht's erstmal mit der Aufwärmrunde. Noch komme ich mit. Aber Sie ahnen's, so entspannt ist es natürlich nicht geblieben. Jetzt wird ein Gang hochgeschaltet. Das Tolle an so einem Workout unter Wasser? Wir verbrennen mindestens so viele Kalorien wie an Land, aber schonen Knie- und Sprunggelenke. In diesem Kurs will ich mir Übungen mit der Schwimmnudel anschauen. Sie kann uns helfen, die Körperhaltung zu trainieren. Super entspannend. Und unser Gleichgewichtsgefühl zu stärken. Der Boden ist Feuer. Auch der Trizeps wird trainiert. So nämlich. Der Wasserwiderstand beansprucht die Arme wie ein Hanteltraining an Land, aber schont den Rücken. Schauen Sie mal, wie das hier abgeht unter Wasser. Das kann man nur merken, wenn man das richtig gegen den Wasserwiderstand macht. Es ist intensiv für die Muskeln. Es ist wirklich für jeden geeignet. Es ist extrem gelenkschonend, sehr freundlich für Sehnen und Bänder, für den gesamten Stützapparat, für die Muskulatur. Es verbindet Menschen aus den unterschiedlichen Fitnessleveln, Alter, Körperformen. Jeder kann sein eigenes Level im Grunde selber trainieren und einstellen. Nach der Stunde bin ich echt ganz schön am Limit. Das hatte ich nicht erwartet. Danke euch alle. Sag mal, wie geht's deinen Hüftgelenken? Also für die Hüfte und Gelenke ist definitiv der beste Sport. Man kommt aus der Schonhaltung raus. Man macht ja für den ganzen Körper was. Du bist da und bist in der Gemeinschaft und wir haben immer Gaudi. Und wie habe ich mich geschlagen? Sensationelle erste Stunde. Habe ich schon Schlimmeres erlebt. Ich nehme mich als Kompliment. Dann erstmal entspannen. Aber keine Sorge, ich werde mich heute noch so richtig für Sie auspowern. Jetzt darf ich bei einem ganz besonderen Kurs dabei sein, beim Workout der Adipositas Hilfe München. Die Teilnehmer hier sind übergewichtig, manche hatten eine Magenverkleinerung. Warum ist denn das Aquafitness gerade für Menschen mit Übergewicht gut? Du einfach, weil du dein eigenes Körpergewicht nicht spürst, wenn du im Wasser bist. Und damit belastest du die Gelenke wesentlich weniger, als wenn du jetzt mit 120, 150 Kilo einfach umeinander hopst. Während es gerade noch um die Schwimmnudel ging, will ich jetzt miterleben, was man mit Aquahanteln alles so anstellen kann. So, wir sind alle im Wasser. Schauen wir mal, ob ich mithalten kann. Für viele hier ist der Verein ein sicherer Hafen. Gerade wenn man halt übergewichtig ist, dass man den Einstieg in Sport wiederfindet. Man muss sich nicht ganz so schämen, wie wenn man in ein anderes, in ein anderes Schwimmbad geht, weil hier sind alle gleich. Trainerin Nora heizt ein. Und wir mit dem Tempo, wir wollen ja nicht einschlafen. Wir haben genau ausgemacht, welche Teilnehmer gefilmt werden dürfen. Über wie unter Wasser. Wenn man es richtig macht, ist es anstrengend. Ja, ich spüre meine Muskeln schon. Die Bauchmuskeln je nach Übung, aber meistens die Bauchmuskeln. Die Hanteln erhöhen den Wasserwiderstand und damit den Kraftaufwand bei den Übungen. Gleichzeitig geben sie auch Auftrieb. So, wer bis hierhin gedacht hat, Menschen mit Adipositas, die seien nicht beweglich und nicht sportlich, ha! Weit gefehlt. Jetzt kommt es besonders auf Koordination an.
Da habe ich durchaus Nachholbedarf. Die anderen haben da schon mehr Übung als ich. Und dann wird's noch viel komplizierter. Jetzt hau ich endgültig ab. Ja, die Nora, die quält uns halt ganz ordentlich. Irgendwie hat die einen fiesen Tag oder ist krankig. Ich weiß nicht, was los ist. Ich liebe es, die Leute herauszufordern und ich halt auch merke, so Koordination brauchen wir auch im Alltag, wenn wir uns der S-Bahn festhalten. Wir haben 10.000 Sachen in der Hand. Und noch eine Gemeinheit hat Nora für uns. Seitlich laufen und dann? Und andere Richtung. Die Richtung wechseln, dann läufst du gegen die Strömung und dann hast du das Gefühl, du kommst auch nicht vorwärts. Wieder andere Richtung. Schon wieder in die andere Richtung. Zum Schluss nochmal ordentlich powern. Gleich kommt für mich noch mal eine ganz neue Herausforderung. Aqua Cycling. Für mich geht's jetzt auf dem Unterwasserfahrrad weiter. Und zwar bei geradezu karibischen Wassertemperaturen. Hier ist so warm, da läuft tatsächlich die Kamera noch an. Zuerst muss das Rad individuell eingestellt werden. Das macht Schwimmschulleiter Jürgen Puls für mich. Der Wasserspiegel, wenn man im Wasser sitzt, sollte zwischen Bauchnabel und Brustkorb liegen. Und dann hat man die optimale Position im Wasser, um die höchste Effektivität zu haben. Jürgen, wollen wir zu Wasser lassen? Ja, der lassen wir zu Wasser. Gut. Bei Jürgen geht das rucki zucki. So mache ich das. Noch ein bisschen Equipment, um es schwieriger zu machen. Froschflosse. Die bringt mehr Widerstand. Für die Beine macht das dieses rote Mühlrad zwischen den Pedalen. Getreten wird vorwärts und rückwärts. Und ihr dürft einmal tief von hinten nach vorne ziehen. Ja, auch die Arme werden trainiert. Total anstrengend, der Widerstand vom Wasser und dass es so oft ist. Sehr schön. Nein, komm nach oben. Dieser Wechsel von Sitzen, Stehen, Armeinsatz, ich sag's Ihnen, das ist ein richtig krasses Workout. Und so vielseitig, dass auch Sportmediziner begeistert sind, wie Dr. Tillmann Weyand. Das können Patienten machen, die schon Arthrosen haben, aber auch zum Beispiel operierte Patienten mit Knie- und Hüftprothesen, weil es gelenkschonend ist, aber du kannst deinen Körper voll ausbelasten. Die Belastung ist sogar höher als bei einem normalen Fahrradfahren oder Joggen. Herz-Kreislauf-System, wunderbar für Kondition, für Gewichtsabnahme. Wasser hat einen Lymphdrainage-Effekt, das heißt, die Lymphe wird zurück zum Herzen transportiert, ist auch gut für Venenerkrankungen, Stauungsödeme, also eigentlich ein perfekter Sport. So, jetzt heißt es Endspurt. Besonders hart fand ich ja das Radeln in der Hocke. Es zieht in den Unterschenkel und Oberschenkel. Die beste Antwort auf die Frage, ob es anstrengend ist oder nicht, ist mein Gesicht. Dass es hier läuft, ist kein Wasser. Oh. Entspannung. Geschafft. Dann ziehe ich weiter. Denn gleich gibt es noch was richtig Süßes. Aquafitness mit Babys. Zum Abschluss darf ich noch bei einem ganz besonderen Aquafitnesskurs dabei sein für Eltern mit kleinen Babys. Für mich gibt's zum Mitmachen eine Babypuppe. Sie sehen schon, das wird jetzt nochmal eine ganz spezielle Runde Aquafitness. Gerade in den ersten Monaten kommen Eltern oft so gar nicht zum Sport machen, weil die Kleinen die ganze Aufmerksamkeit brauchen. Beim Baby-Aquafitness haben die Kinder Spaß und die Eltern tun mal wieder was für sich. Wir drehen die Hand und nehmen ein Stückchen ein. Und es ist richtig herausfordernd. Jetzt spürt man auch richtig den Wasserwiderstand. Die Babys chillen derweil gemütlich in ihren Schwimmreifen. Apropos Baby, ich muss mein Baby wiederholen. Die anderen Mamis haben besser aufgepasst als ich. Zum Schluss gibt's noch was für unsere Armmuskeln. Mit ein paar Dehnungsübungen findet auch mein letzter Aquafitnesskurs für heute sein Ende. Grundsätzlich ist eigentlich die größte Herausforderung, dass sie bis zum Ende durchhält. Ist ganz gut, das kann man im Alltag unterbringen, ohne dass es einen tagelang total schlaucht, aber man hat trotzdem was getan. Aber das hat so viel Spaß gemacht, war aber auch anstrengend. Aber das ist ja Sinn der Übung. Und dann der krönende Abschluss mit den Babys. Herrlich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Gesundheit.